Im heutigen Video geht es um Dates. Was immer wieder vorkommt, was ich auch von Männern höre, dass sie ein Date haben, was immer wieder aufs Gleiche ausläuft, und zwar, dass der Mann eigentlich am meisten erzählt und die Frau viel zu wenig zum Wort kommt. Das Problem mit dem Ganzen ist, dass viele in der Situation sind, dass sie nur geschlossene Fragen stellen. Jetzt, was ist eine geschlossene Frage und was ist das Gegenteil, eine offene Frage? Im heutigen Video gehe ich genau auf das Thema ein und erkläre dir mit einfachen Beispielen, was offene und geschlossene Fragen sind und warum du mehr offene Fragen stellen solltest. Also, im heutigen Video geht es um offene... So, im heutigen Video geht es um den Unterschied von offenen zu geschlossenen Fragen. Und wie ist das Ganze entstanden? Wir hatten einen Coaching-Teilnehmer geschrieben, beziehungsweise eine Audionachricht geschickt. Und lassen wir die uns mal an. Hey Mo, du hast doch mir einmal so Links geschickt von W-Fragen und solchem Zeug. Es wäre aber schon interessant, weil manchmal geht mir wirklich, wenn ich eine Frau anspreche und so den Anfangstext, da brauche ich den gleich. Und das ist hey, da bist mir vorher gerade aufgefallen, bist mega hübsch. Und dann meistens gehen wir so die Fragen aus und so. Es wäre noch so cool, wenn du mir noch so ein bisschen Tipps könntest geben, was ich so für ein Gesprächsthema führen kann oder was ich gerade nach dem Satz kann bringen und so. So, das wäre die Nachricht. Wie du rausgehörst, war das in Bern, das Coaching. Und das ist ein Typ, der hat wirklich sehr, sehr viel auf Frauen zugehen. Das war für ihn kein Problem. Aber mir ist aufgefallen, dass während dem Coaching, dass er relativ kurz immer im Gespräch war. Eine geschlossene Frage ist eine Frage, die du nur mit Ja oder Nein kannst beantworten. Und eine offene Frage ist eine Frage, die mit W anfängt, eine sogenannte W-Frage. Das heisst, wer, wie, was, wieso, warum, weshalb. Das sind Fragen, die das Gegenüber einladen, natürlich viele ausführlichere Antworten zu geben. Und ich habe dir ein paar Fragen vorbereitet. Zum Beispiel könnte eine Frage sein, was sind eigentlich deine schönsten Ferien, die du hast? Und warum? Warum ist die Frage gut? Ferien sind immer ein gutes Thema, das du ansprechen kannst. Und wenn du fragst, was sind deine schönsten Ferien, die du hast, dann wird nicht Ja oder Nein kommen, logischerweise. Dann wird sie irgendetwas darüber erzählen. Und wenn dann noch um warum, also ich meine, das ist die nächste Frage, wo einfach wirklich voll in das Thema hineinkommen. Oder eine andere Frage, die du stellen kannst, was ist eigentlich in 10 Jahren sein? Oder was hast du in einem Jahr machen? Dann eine andere Frage, wann hast du dich das letzte Mal richtig lebendig gefühlt? Wann hast du dich richtig frei gefühlt? Das ist ein geiles Thema. Oder? So, ich frage mal dich, wann hast du dich eigentlich das letzte Mal lebendig gefühlt? Da kommen da sicher irgendwie Erlebnisse in den Sinn, wo du gefühlt hast, ey, das ist wirklich, das ist das Leben, das ist geil. Und um das geht es. Es geht darum, voll in die Emotionen hineinkommen, voll zusammen die Emotionen teilen, die Erlebnisse teilen. Und das kannst du eben mit diesen offenen Fragen. Ich tue dir da unten in die Videobeschreibung mal ein paar offene Fragen rein, die du sonst noch bringen kannst. Und du das mal üben. Du mal die W-Fragen. Du mal ein paar W-Fragen überlegen. Oder auch, wenn du im Gespräch mit jemandem bist, auch vielleicht mit dem Kollegen, dass er das übt. Dass er sagt, hey, weißt du, als W-Frage, jetzt tun wir das üben. Und du wirst merken, das wird dir unglaublich helfen. Das war es vom heutigen Video. Jetzt nimmt es mich wunder, was ist so deine Meinung zum Thema offene und geschlossene Fragen? Was ist so eine Frage, die du das nächste Mal unbedingt stellen willst? Eine offene Frage. Schreib das mal in die Kommentare rein, es nimmt mich extrem wunder. Allgemein Feedback ist etwas, was ich extrem liebe. Also, weil in die Kamera reden, ich weiss nicht, ob du das so gerne machst. Ich mache es nicht so gerne, wenn es kein Feedback gibt. Also für mich ist das wirklich schlussendlich das, was mich auch motiviert, um noch mehr Videos für dich zu machen. Abonniere doch den Kanal, wenn du gerne Videos auf Schweizerdeutsch hörst. Genau. Auch wenn du Kollegen hast, die immer wieder am Flennen sind, immer wieder sagen, hey, weißt du was, ich bringe sie da immer langweilige Dates, es kommt so nichts. Dann tu doch mal das Video teilen
Ich bin mir sicher, dass der eine oder andere etwas daraus lernen kann. Das war es. Ich bin Janusz von Team Connection. Ich wünsche dir viel Spass draussen mit den Frauen und man sieht sich bald wieder. Ciao.